Ich versteh mein Instrument von Max Barak. Wann nur die Herren Komponisten bei ihrem Opere fabriziere, net grad nur Note deten schmiere und meinen, dass mir's bloße missten. Ich sag sonst nix als Trompet, das is ke Fleet, ke Klarinett, die, wann man richtig bloßt und greift, richtig Note pfeift. Trompete, das sind Instrumente, wo man nicht so dran rum kann greife und so wie auf der Geige schleife. Wann wir das auch so machen könnten, nur mit de Finger, ja, das wär schön. Allein die Kunst muss man verstehen, denn das ist schwer. Das machen wir halt alles mit de Embouchure. Doch, wehe so Labalje machen die Herren sich kein Kopf zerbrechen. Das kostet so, wenn ich überlege. Sie meinen, das wär unser Sache. Was kümmert sie, die Embouchure? Die hocken halt an ihr Klavier und denken nur, ich kombinier's und er, Trompeter, bloßen er's. Einmal is aber ein Trompeter. Der Mann hat Pankratz Seilerkäse, in so'm Fall nicht links gewesen. Ich hab's ihm gesagt, potz Donnerwetter. Was hat mir selles mo gelacht, wie ich dem welche Kerl hab gesagt, mit vollem Recht und gutem Grund. Und dem Spontini hat mir's gegund. Es war in Paris. Es wird anno 7 gewesen sein. Der Italiener, ein eingebildeter Kerl, wie kennen, hat grad an der Westalin geschrieben. Und ich war erst der Trompetist und Hof- und Solokonzertist. Man hat mich weit und breit gekannt als Meister auf meinem Instrument. Drum kann ich's keck von mehr sagen. Es is mir nix zu schwer gewesen. Und Note hab ich doch gelesen, das waren mehr nur Kindersache. Die schwerste Läuf hab ich wie Dreck geblosen, grad vom Platte weg. Bin wie ein Frosch so kalt gehockt und hab nicht einmal je gebockt. Doch dem berühmten Musikmeister Spontini, dem Genie, dem Große, hab ich halt gar nie recht geblosen. 20 Mal hat das Orchester aufhören müssen wegen mir. Warum? Er hat's halt am Klavier zusammengestoppelt und gemeint, dass man das Zeug auch blosen könnt. Ich hab alles dazu geschwiegen, doch endlich, wie's zu dick is kumme, da hab ich mei Trompet genommen und bin zu ihm hingestiegen, habe mei Note vorgelegt und mei Trompet dann hingereicht und sag ihm halt ganz ruhig nur, jetzt bloßen Sie's emol mehr vor. Da hat der große Musikmeister erst nicht gewusst, was er sollt machen. Dann hat er aber müssen lachen. Gelacht hat er das ganze Orchester. Drauf macht er mir ein Kompliment und sagt, dass er nicht bloße kennt. So, Herr Spontini, sag ich da. Sie kennen's nicht? Aha. Ja, so. Jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Wenn Sie nicht selber bloße kennen, so überlassen Sie das denen, wo's kennen. Tun Sie Opera machen, so viel Sie wollen, Sie Genie. Alle, korrigieren Sie mich nie, denn ich versteh mein Instrument, Sie Himmel, Herrgott, Sakrament. Da is ihm's Lachen doch vergangen. Er is fuchsfeierrot geworden, bis über sei Eselsohren und hat von vorne angefangen. Zu mehr hat er kein Wort mehr gesagt, hat nur ein Kompliment gemacht und hat mich nie mehr kujoniert, noch weniger mich korrigiert.